Wir sind jetzt Mitte Januar und die Gebetswoche der Einheit der Christen steht vor der Tür. Das Motto lautet dieses Jahr: Gib mir zu trinken. Was heißt das für Sie persönlich als Christ in Luxemburg? Trinken hat mit Wasser zu tun, das Wesentliche. Es geht ums Wesentliche. Für uns alle. Wir leben zwar in einem Land, in dem es keinen Wassermangel gibt, ganz im Gegenteil zu anderen Regionen wie Brasilien oder der Nahe Osten. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Wasser für uns bedeutet, wir brauchen es jeden Tag, ich sage nicht jede Stunde, aber wir brauchen es zum Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ohne Wasser würden wir nicht sein. Wir bestehen zu 90% aus Wasser, mehr sogar noch. Wenn man sich das überlegt, dann merkt man schon, welche Bedeutung dieses farblose, flüssige, nicht greifbare und doch so wichtige Element für uns Menschen hat. Auch wenn ich persönlich jetzt keinen Wassermangel habe, macht es mich doch aufmerksam darauf, dass es vielen Menschen an vielem fehlt. Nicht nur am Wasser, aber die Idee ist schon auch deutlich zu machen, welchen Mangel haben wir in unserer Gesellschaft, in unseren Lebenszusammenhängen, auch in unseren Glaubensgemeinschaften und wo kommt uns Neues, Wesentliches her. Und da ist ein Wort auch aus der Bibel von Jesus, das wir gehört haben und das wir bis heute auch weitergeben. Ich bin das Wasser des Lebens und gleichzeitig ist Wasser für unsere Kirche, für unsere Kirchen im christlichen Glauben eng mit der Taufe verbunden, also wieder etwas ganz Wesentlichem. Ich rede jetzt mit Herrn Volker Strauß in seiner jetzigen Funktion als Vorsitzender des Rates christlicher Kirchen. Was ist für Sie die Realität der Ökumene in Luxemburg? Die Fortschritte, aber auch die Herausforderungen. Die Realität ist, dass 4 große, weltweit vertretene Konfessionen hier an einem Tisch sitzen: römisch-katholische, orthodoxe, Anglikaner und Protestanten. Neu ist, dass wir Gespräche haben mit der Neuapostolischen Kirche, in der wir uns zunächst mal kennengelernt haben. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch noch zu mehr Gemeinschaft in Zukunft. Was für uns eine Herausforderung war in den vergangenen Jahren, waren Fragen, die um Satzungen, um Proports, um Vertretungen gingen, in denen wir auch gemerkt haben, dass die Beschäftigung der Ökumene mit sich selber uns allen nicht besonders gut tut, sondern es ist viel wichtiger, haben wir auch gemerkt, zu schauen, dass wir tatsächlich gemeinsam Gottesdienste feiern, gemeinsame Projekte haben. Ein Höhepunkt, etwas, was glaube ich jetzt alle zu schätzen wissen, ist, dass wir einmal im Jahr bei der griechisch-orthodoxen Gemeinde eingeladen sind im Sommer. Und ich meine, dass wir einfach schauen müssen, dass wir immer wieder neue Gelegenheiten schaffen, dass wir die Freude, die wir im Glauben haben, auch zum Ausdruck bringen können. Sei es durch Gottesdienste, sei es durch gemeinsame Veranstaltungen und sich besser kennenlernen. Man muss auch sehen, dass es eigentlich eine dauerhafte Aufgabe ist, da es ja überall immer in allen Gemeinden Bewegungen, Personalwechsel gibt, dass sich die Leute immer wieder neu kennenlernen. Ich merke, in der Ökumene ist es mir immer weniger wichtig zu sagen, was jetzt ich gerade mache oder was die Protestanten für Wichtiges tun, sondern ich merke, ich weiß gar nicht so viel von den anderen. Und da ist Ökumene eine tolle Gelegenheit, um Fragen zu stellen, um Interesse zu zeigen und vor allen Dingen was dazu zu lernen. Es ist im Augenblick sicherlich eine Herausforderung, im Rahmen auch von Themen wie der Diskussion hier Trennung von Staat und Kirche zu schauen, dass wir im Rat christlicher Kirchen haben, die eine Konvention haben, die also ein besonderes vertraglich geregeltes Verhältnis zum Staat haben und andere, die ein solches nicht haben. Und uns auch dafür einzusetzen, dass diejenigen, einige wie die Neuapostolische Kirche, aber auch einige protestantische Gemeinden profitieren in keinster Weise von diesen privilegierten Verhältnissen, wie sie andere jetzt schon seit Jahrzehnten hier leben können. Und da sehe ich schon auch eine Aufgabe zu schauen, dass wir da
so etwas wie eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit in Zukunft hinbekommen. Denn es kann nicht sein, dass die einen sozusagen von Steuermitteln leben und die anderen tatsächlich nur von Spenden, sondern da muss man eben auch schauen, dass es in Zukunft ein bisschen gerechter wird. Jetzt der Anschlag gegen Charlie Hebdo letzte Woche in Paris hat Frankreich erschüttert. Es gab und gibt noch unzählige Reaktionen in Frankreich, aber auch weltweit. Die Glaubensgemeinschaften haben sich dazu geäußert, auch in Luxemburg bald. Was sollte und könnte die Ökumene tun, um den Terrorismus zu bekämpfen und die Meinungsfreiheit zu gewährleisten? Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, dass der Anschlag auf Charlie Hebdo auch ein Anschlag auf die gesamte Gesellschaft war, dass aber auch ein Polizist, ein Muslim getötet wurde, dass andere Personen, die in einem jüdischen Supermarkt als Geiseln genommen worden sind und andere dabei gestorben sind. Also dass die Breite, sage ich mal, eigentlich, die da betroffen war, durch die ganze Gesellschaft und auch sozusagen religionsübergreifend angegriffen worden ist. Dass wir jetzt als ökumenische Gemeinschaft den Terrorismus bekämpfen können, sehe ich nicht. Wir haben weder das Gewaltmonopol, das hat der Staat, aber welchen Beitrag können wir leisten, damit wir begreifen, mit welchen Phänomenen wir es zu tun haben, was Hass auslöst, wie wir eine Kultur der Wertschätzung und des Respektes hinbekommen. Ich glaube, da geht es auch in Richtung um die Frage der Meinungsfreiheit. Für mich interessant ist im Augenblick zu beobachten die Reaktion der Vereinigten Staaten, die ja durchaus auch mit Terrorismus zu kämpfen haben, auch auf ganz anderen Ebenen und in anderen historischen Dimensionen, wenn man an 9/11 denkt. Aber dort wäre eine verletzende religiöse Karikatur wahrscheinlich gar nicht erschienen. Es gibt eine andere Art von Sensibilität, Rücksichtnahme, obwohl ja dort der Staat vollkommen neutral im Blick auf die Religion ist. Ich habe das Gefühl, dass wir, und dabei geht es nicht um Meinungsfreiheit, dass wir neu darüber nachdenken müssen, wo die Grenzen auch unserer eigenen Freiheit sind. Ich denke dabei ganz, ich sage jetzt mal profan an Immanuel Kant, der sagte eben, dass die Freiheit, die eigene Freiheit, ihre Grenze an der Freiheit des anderen findet. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, dass sich unsere Gesellschaft ja rasant in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat und das, was mit Charlie Hebdo in den 60er Jahren auch erstritten werden musste, vielleicht in dem Sinne, wie es jetzt die Dänen gemacht haben, nämlich sich zurückzuhalten bei der Publikation von verletzenden Äußerungen. Und die Frage ist schon, was können auch unsere Medien dazu beitragen, nicht nur durch gute Information, sondern auch durch eine angemessene Zurückhaltung, um nicht Fundamentalisten noch mehr Nahrung zu geben. Und zwar nicht einfach nur im Sinne einer platten politischen Korrektheit, sondern vielmehr im Blick darauf, wofür lohnt es sich denn im Augenblick wirklich einzutreten? Und dass wir einfach darauf Acht geben, dass mit dem, was wir sagen, vorsichtig auch mit anderen Menschen und Meinungen umgehen. Ich meine, dass man Missstände immer thematisieren muss. Aber die Art und Weise, wie ich es meinem Gegenüber sage, ist ganz entscheidend, ob ich dadurch etwas verändere, und zwar zum Guten, oder ob ich Positionen verhärte. Und da glaube ich, ist der Dialog und nicht die Denunziation das entscheidende Mittel. Das sieht man, wenn man sich anschaut im Nahen Osten, wie der Friedensprozess dort gelaufen ist. Immer dort, wo es Dialog gab, gab es Fortschritte und gab es auch Hoffnung auf Frieden. Immer dort, wo es sozusagen nur darum ging, wie können wir jetzt reagieren und noch härter und wie müssen wir uns verteidigen, da ist man nicht weitergekommen, sondern das hat eigentlich immer wieder die Positionen betoniert und den Unfrieden und Krieg verschlimmert. Man müsste dann den interreligiösen Dialog fördern. Ich glaube, dass die Ökumene noch mal sehr viel stärker überlegen muss,
wie sie auch auf die anderen Religionsgemeinschaften zugehen kann. Ich sehe da schon einen wichtigen Schritt im Bereich der neuen Gruppierung einer Groupe de Culte Conventionnée. Das ist schon ein richtiger Schritt, wo auch nicht konventionierte Religionsgemeinschaften dabei sind, wie die Muslime im Augenblick, aber auch die Bahai und andere. Da gibt es auch ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Anliegen. Und das aber nochmal zu verstärken und auszuweiten in unterschiedliche mögliche Handlungsfelder, die die Religionen in der Gesellschaft wahrnehmen können, und durch gemeinsames Handeln auch Gemeinsamkeiten nochmal zu stärken, Gemeinschaft zu fördern, darin sehe ich eigentlich auch eine wichtige Aufgabe.